Zur Verfügung. Das hier ist die Regelung. Die Regelung hat mit 6 Jahren mit dem Fußballsport begonnen. Hier Uwe, der ist hier 18 Jahre und die Anlage auf der Verkehrsparty. Hier ist die 34 Jahre für den Fußballsport ganz herzlich bei dir bedanken. Und hier ist Anlage. Ah, hier. Ja, weil die Mannschaft die nicht will. Die Mannschaft ist wirklich unzufrieden, ohne Witz. Ich habe die Kamera von Kai Löschmann geholt. Das ist kein Tor geworden, sonst wäre das hier drauf gewesen. Das erzähle ich jetzt. Sind zu Kopf gestiegen, glaube ich. Was? Ja, oder ich schmeiß mal ein Bier an. Aber der Witz ist aber nicht so. Ja, ist mit. Jetzt scheint doch die Sonne. Ja? Ist es drauf? Ja. Schön ist es. Auf dem Tor. Sind sie wieder in Action. Oh, Alter! Gelb wegen Schwalbe. Hör auf. Das erste Halbzeit nicht los war. Ist hier auch Verlängerung? Ey! Kann man einmal ganz... Achso, hier ist doch gleich Tiger hier runter. So, bis morgen. Ja, bis morgen. 6:30, ne? Hier, wir müssen nicht so. Ich mir sogar noch keine.
das geht ja gar nicht. So, wir haben schon groß. den Preispokalsieger 2013 hier, TuS Flisch steht. Erstmal herzlichen Glückwunsch an euch dreien. Danke. Ich fange mal an beim Trainer. Ist die Taktik voll aufgegangen, kann man das sagen? Die Null stehen und dann über schnelle Konter zum Erfolg kommen? Wir haben eigentlich gar nicht viel taktisch gesprochen. Wir haben nicht gesagt, ja, wir wollen lange die Null halten. Das hast du schon richtig gesagt. Und wollten über den Kampf zum Spiel kommen. Wir haben Rosengarten rausgeworfen, den Bendisdorf rausgeworfen und wir haben nur Wurst rausgeworfen. Da habe ich gesagt, Jungs, wer das schafft, kann auch schon mit Pansen rauswerfen. Also, das haben sie toll umgesetzt. Erste Halbzeit fand ich 20 Minuten, haben wir ganz schön die Anfangsphase ging so ein bisschen da haben wir nicht das umgesetzt, was ich wollte, dass wir nicht dran sind. Je länger das Spiel dauert, desto besser wurde es. Wir wollten nachher die Nadelstiege setzen und das haben wir mit den beiden Kontern super gemacht. Ich bin super stolz, weil wir waren klare Außenseiter und ich kann nur stolz sein, weil das ist für eine schlechte Saison, wie wir eigentlich spielen, wobei wir das erwartet haben, ist das toll. Ja, vor allem habt ihr natürlich eiskalt zugeschlagen. Ja. Ich sag mal, das war vielleicht die erste richtig dicke Chance. Und dann ich war auch seit 4 Spielen der erste Treffer unserer Stürmer. Die haben nichts getroffen, gar nichts. Ja, die haben sie das aufbewahrt, ne? Genau, habe ich auch gesagt gehabt. Also wir haben viel geredet, aber wir wollten eigentlich, ja, wie soll ich sagen, nicht im Rückstand geraten. Ja, jetzt gehen wir mal weiter zum Keeper. Ne? Der hat ja sozusagen die Null festgehalten. Wobei, wir haben ja auch so gesehen, so die richtig riesen Dinger zum Auszeichnen war nicht dabei, weil die Abwehr, da haben wir ja gleich den Abwehrchef auch noch dabei, könnt ihr vielleicht beide mal was nacheinander zu sagen. Also ihr habt eigentlich fast keine richtige, echte Torchance zugelassen. Also auszeichnen konnte ich mich heute nicht, Gott sei Dank, muss man ja auch nicht immer. Ich finde, wir haben eine super Einstellung gehabt. Wir sind, gerade zweite Halbzeit war das mehr als verdient, finde ich, weil wir die Zweikämpfe diesmal angenommen haben. Wir haben sie mit unserem schönen Konter haben wir sie geschockt und ja, also es war eine geile Teamleistung, muss man ganz ehrlich so sagen. Ja, und wie ist das Gefühl so, Julian, vielleicht kannst du dir was dazu sagen, so, wenn du hörst, der Apfel ertönt und dann gibt es gleich den Pokal? Ist okay, aber nein, ganz im Ernst, wir sind letztes Jahr überraschend Zweiter geworden, Relegation verloren, haben Harburg-Pokalfinale verloren und das war das dritte große Ding und wie Bayern München, dann musste das dritte Finale einfach gewinnen und das haben wir heute gemacht und jetzt werden wir den Abend noch gemütlich ausklingen lassen. Ja, das aber gemütlich. Ganz dezent. Gemütlich ist das Stichwort. Ganz gemütlich. Okay. Wir müssen unsere Schnapsleichen mit nach Hause nehmen, das ist das Problem, aber die sitzen unten, wir sitzen oben. Ja, die Zuschauer wollt ihr dazu vielleicht auch noch ein Wort verlieren? Also wollt ihr da gut unterstützen? Ich muss ganz ehrlich sagen, unser Bus, der bebte. Also meine Frau ist mit dem hinter dem Bus gefahren, das hat sich durch die Scheiben gehört. Da wurde gesungen, da war sicherlich viel Alkohol im Spiel. Jetzt gibt es die ersten Ausfälle da unten, was nicht gut ist. Aber ich glaube, heute ist Vatertag, ich denke mal trotzdem eine tolle Unterstützung für uns. Und irgendwie, weiß nicht, das sind wir jede Woche, das wäre klasse. Das glaube ich. Wir spielen ja am Wochenende schon wieder geschafft. Ja, da bin ich mal gespannt. Wir werden 15 da sein. Und wir kriegen wahrscheinlich 8. Gut, aber ihr habt den Pokal, insofern. Das ist es. Ne? Gut, dann bedanke ich mich bei euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Vatertag. Und vor allem eine schöne Feierei. Dankeschön. Haut rein. Ne? Ja, Verlierer haben wir leider auch vor Ort. Muss es ja geben, leider im Finale immer. Dominik, kleine Analyse von dir zum Spiel. Wie hast du das gesehen? Ja, ist natürlich schwierig jetzt nach dem Spiel, nach einer Niederlage da Worte für zu finden, aber ich denke, wir sind gut ins Spiel gekommen am Anfang. Machen relativ früh ein Tor, wo ich immer noch bezweifle, dass es abseits war. Ich schleiche mich hinter meinem Abwehrspieler weg, der Freistoß ist ausgeführt. Ich laufe danach rein, wir bleiben stehen, wir machen das 1-0. Jetzt kann man immer so schlau sagen, läuft das vielleicht anders. Läuft meiner Meinung nach dann auch anders. Wir haben eine junge Truppe. Ist natürlich eine Nervosität vorhanden. Also ich merke das bei mir selber. Mein erstes Finale gewesen. Das merkt man vor dem Spiel so ein bisschen. Legte sich dann mit der Zeit. Aber wir haben dann auch uns Flestedt so ein bisschen angepasst. Flestedt hat mit Libero gespielt, hat viele lange Bälle gespielt, hat uns so ein bisschen eingeschläfert, weil wir hatten uns viel vorgenommen, wollten das spielerisch lösen und haben uns dann aber leider angepasst und haben am Anfang nur durch Druck Chancen rausgespielt und dann irgendwann auch nur noch durch Standards und zweite Halbzeit zu wenig von uns gewesen. Ja, gerade in der zweiten Halbzeit haben wir das auch so gesehen. Natürlich das bittere Gegentor. Bisschen aus dem Nichts, langer Ball und dann einen Schritt zu spät und das hat der Tagasch natürlich auch klasse gemacht. Das zeichnet einen guten Spieler in der Kreisliga aus, dass er den siehst du, ich bin manchmal auch so, den siehst du manchmal gar nicht und dann ist er auf einmal da und das macht Bülent ist dann eiskalt vom Tor. Also, beim zweiten Tor, ich kenne ihn jetzt auch schon ein bisschen. Ja. Beim zweiten Tor rutscht unser Abwehrspieler weg, das ist ein individueller Fehler, das ist dann viel Pech.
man merkt dann, dass die Köpfe runtergehen. Ja, also hattet ihr noch einen Schuss da so ein bisschen am Winkel vorbei? Ja. Das war's dann aber eigentlich auch, ne? Wenn du irgendwie einen reinwühlst, dann geht noch mal was. Aber wenn du nicht denn deine Chancen kriegst und merkst, da geht was, dann läuft die Zeit davon und dann läuft das Spiel so dahin und dann wird es schwierig. Ja. Also dieses Jahr, kleinen Blick jetzt vielleicht mal zur Liga, da ist ja nach der Niederlage am letzten Wochenende. Ja. Wie siehst du da die Chancen? Ist da noch eine Möglichkeit, auf Platz 2 zu kommen? Außenseiterchancen, aber das liegt uns vielleicht mehr, als schon an 2 zu stehen. Wir haben den Druck nicht, der Druck liegt woanders und wir können uns das aus dem Rückraum ein bisschen angucken, gucken, wie die anderen spielen. Und wenn wir unsere Pflichtaufgaben erfüllen, wir spielen nur noch gegen Gegner hinter uns. Matchen haben wir jetzt weg leider verloren, aber spielen sonst aus der Liga nur noch gegen Gegner hinter uns. Wenn wir da unsere Pflichtaufgaben erfüllen und die letzten 4 Spiele gewinnen, gucken wir und dann, wo wir am Ende stehen. Und ich sehe da noch Chancen. Natürlich ist es schwierig, die Mannschaft ist jetzt geknickt, wieder aufzubauen. Ich bin Sonntag leider selber nicht da, weil ich auf Geschäftsreise bin. Er spielt ja sozusagen direkt eine kleine Revanche. Ja, ich hoffe, die Jungs sind heiß. Also ich wäre gerne dabei und ich hoffe, die Jungs sind heiß, weil Markus, unser Coach, und Ansgar, das ist das letzte Jahr für die beiden. Wir hätten ihn gerne zum Abschied, die haben eine tolle Arbeit gemacht. Wir hätten gerne zum Abschied den Pokal geschenkt und jetzt probieren wir in der Liga noch alles, was möglich ist klar. Dann wünsche ich mir dafür alles Gute. Danke, dass du dich uns gestellt hast. Ja, immer gerne. Ihr macht gute Arbeit. Schöne Reise. Dankeschön. Bis dann.